Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Ja, bevor der Hund jetzt anfängt, sich den Wolf zu suchen. Ach ja, jetzt gucken wir uns mal im Dschungeldorf um. Ich muss dazu sagen, in meiner Kindheit war es halt so, dass meine Schwester und ich jeweils ihr eigene Spiele gehabt haben. Ich habe 1995 Secret of Evermore gehabt und meine Schwester hat Secret of Mana gehabt. Wir haben uns so natürlich auch ausgetauscht, wer welche Spiele spielt und dass jeder mal alles durchspielen kann. Aber ich muss sagen, das war dann doch eher immer mein Spiel, weil meine Schwester das nicht so wirklich gern gespielt hat. Deswegen war das dann doch eher immer meins. Aber ich mag es immer noch. Ich liebe das Spiel bis heute immer noch sehr. Feierachs Kräfte haben uns schon oft davor bewahrt, von der Echse erobert zu werden. Na, nicht schlecht. Asche und Dudo? Du bist keiner von uns, du trägst seltsame Klamotte, du bist wie Feierach. Aber keiner von euch ist trotzdem der Häuptling. Ich war noch nie... Oh ja, okay, das kennen wir schon. Den kennen wir schon für die letzte Episode. Ab und zu schickt er uns ein bisschen dumm, der Hund. Gut, was will wir dann hier? 3 Stückle Lehm, 80 Kralle und nochmal Lehm. Was ist mit dir? Ein Bruder, schlauer Bär, ist der Käferstepp aufgebrochen. Agib, ich soll ein Riesenskelett seltene Zutaten von neue Formel sein. Hast du Zutaten kaufen? Ah nee, grad nicht. Die finden wir grad so fleißig. Da müssen wir nichts ausgeben davor. Und da haben wir noch ein bisschen Wasser gefunden. Das kriegen wir schon alles hier. So, da. Was mit dir da? Im Wald vor und hinterm Dorf kann man viele alchemistische Zutaten finden, aber sei vorsichtig, es ist dort sehr gefährlich. Das hätte ich jetzt nicht geklappt. Nachdem ich gerade von draußen komme, da haben wir noch eine Wurzel aufgegriffen, da gibt es bestimmt wieder Asche. Feuerach hat uns eine Menge beigebracht, wir können jetzt Feuer machen, was Wettervorhersage und Katze werfen. Toll, da habt ihr euch mal was ganz Tolles abgeguckt. Also Tierquälerei und vor allem Katze schmeiße, das finde ich jetzt nicht so schön. Also da hat es euch ziemliche Schammel beigebracht. Wasser, 2 Wurzeln und 4 Tropfen Wasser. Hallo Reisender, ich habe das beste Geschäft im Dorf, wie kann ich dir dann helfen? Ach, gucken wir doch mal, wie du uns helfen kannst. Ja, Hundekuchen haben wir ja schon in der Blätter, finden wir eh. Ich denke, das muss nicht sein. Inventarlade brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Was mit dir, du? Beim Abenteuer sollte man bestimmte Gegenstände immer bei sich haben. Blätter, Nektar und Honig beispielsweise. Ja, wenn du das sagst, du weiser alter Bergpavian, dann wird das stimmen. Und was bist du für einer? Wurzel, 2 Tropfen Wasser. Vielen Dank, dass du dich um die Raptorhaus auf dem Dorf gekümmert hast. Hier, die Mooswäscht. Oh, danke. Es lohnt sich also immer wieder mit der Leid zu retten. Und was macht die? Die Moosweste? Kleidung. Die schützt uns. Wir haben 3 Punkte jetzt mehr in Verteidigung. Müssen wir den Schampel an nicht kaufen. Das ist nicht schlecht. Was ist dann hier? Schildkrott mit 2 Stückle Wachs. Wie im richtigen Leben. Schildkrötepanzer immer knacker. Vielleicht könnte ja Wachs drin sein. Und wie es aussieht, kommen wir da an und nicht durch wegen Buschwerk. Und unseren Knüppel, der ist keine Machete. Lebensweisheit hier im Spiel, ein Knüppel ist keine Machete. Ach ja, was mit dir? Alchemie bedeutet, Elemente so zu vermischen, dass Magie entsteht. Meine Familie beherrscht die Alchemie schon seit Generationen. Je öfter man Magie benutzt, desto wirkungsvoller wird sie. Okay, dann danke dir für den Tipp. Und was hast du da noch bei dir? Ah, ohne Kampf also ein bisschen in der Wildnis verloren. Zufälligerweise habe ich etwas im Sortiment. Ja, derzeit noch nicht. Wir holen uns erst die 2 Wurzeln und in dem groben Keramikkrug noch Wasser. So, jetzt kann ich mal gucken. Was auch stand. Die haben wir gerade eben geschenkt gekriegt, haben wir 120 Kralle gespart. 250, die habe ich nicht mal im Gepäck von meinem Hund. Das Gemüsearmband und die Hippie-Mütze hätten wir noch zur Auswahl. Ja komm, das Gemüsearmband, na, muss nicht sein. Die Hippie-Mütze, komm, die holen wir uns jetzt noch. Damit wir ein bisschen Schutz noch haben. Ja, ihr seht, wir haben nur das. Dann haben wir jetzt noch 2 Schutz mehr. Das ist auch nicht verkehrt. Können wir irgendeinen Kruscht verkaufen vielleicht? Ja. Von dem Zeichen auf jeden Fall nicht. Nee. Nee, das sieht schlecht aus. Das heißt, wir sind derzeit ziemlich pleite. Und bräuchten auch noch ein paar Kraller. Wenn man Gegner besiegt, dann gibt es 8 Kraller. Muss man auch dazu sagen. 5 Asche, Hundekuchen und 4 Stückle Lehm. Ja, ist doch... Das ist doch was, oder? Das ist doch was. Also wenn man Zeich verkauft, kommt man an Kralle dran
Und wenn man Gegner besiegt, gibt es auch immer ein paar Kralle dafür. Na, wo ist dann hier das Zeug? Er schnuppert wie ein Blöder, aber ich komme nicht drauf von hier aus. Nee. Und nach hier ist nichts. Ah doch, Öl. Öl war es, was er gerochen hat. Okay. Jetzt müssen wir aber erstmal wo hier. Und zwar zur Käfersteppe. Geh fort. So, da. Also erstmal hier lang. Im Osten haben sie gesagt. Also gehen wir nach Osten. Okay, da haben wir nochmal. Au. Gleich gibt's auf die Schniss. Und von mir auch nochmal. Zack. Was haben wir da noch? Hier irgendwas? Jawohl, Lehm haben wir noch. Warte, probieren wir das Ding doch gerade mal aus, was er gesagt hat. Einmal können wir das Teil nur noch verwenden. Fummelprimmel. Nimm das. Das zerschmettert dich ja noch nicht mal. Erbärmlich. Unsere Magie muss dringend geskillt werden, habe ich das Gefühl. Lehm haben wir hier wieder. Okay. Und da schwankt noch irgendwas anderes durch die Gegend. Ich würde sagen, mein Gott würde sich eher wünschen, es wäre tot. Dann wären wir alle viel glücklicher. Au, er hat doch mal einen Hund anzugreifen, nur weil er da schnüffelt. Mistding. Ich wollte nur an die Wurzel dran. Wo ist es dann? Da ist es. Igitt. Was bist denn du für einer? Auf jeden Fall hält schon viel aus, habe ich das Gefühl. Ja, zum Glück bist du der Schnellste. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht in den Hüpfradius von der Kreaturen reinkommen. Die ein bisschen aussehen wie die Scavenger aus Gothic 1. Und ja, Leverwashed hat Level 3 erreicht. Das heißt, jetzt ist er extra pikant. Leverwashed auf Level 3 gibt wieder ein bisschen Pfeffer mit dazu. Oh ja, er macht auf jeden Fall sehr viel mehr Schade. Oh, und wie schädlich platzen die Viecher. Und zack. Die Waffe ist halt leider auch nicht die stärkste, die wir da haben. Aber es dauert eine Weile, bis wir die Waffe erstmal so weit gebraucht haben. Oh Mann, und trotz Rüstung kriegen wir hier 13 Lebenspunkte von den Viecher abgezogen. Also ihr seht, wir sind derzeit bei weitem noch nicht auf dem Level. Ackermann erreicht Level 4. Schön, ich sag Ackermann. Und da haben wir noch Lehm. Ah, wir können es leider nicht verwenden derzeit. Jetzt machen wir 8 Schadenspunkte. Auf die Schniss und 11er. Ja, ziehen wir doch ein bisschen mehr ab mittlerweile. Und Leveln darf hier definitiv nicht zu kurz kommen. Weil gerade bei dem Endgegner sollte man gerüstet sein. Wofür ich mich dann hier Leverwashed. Alles weiter. Lass dich von mir nicht abhalten, such einfach. Oh, da geht nochmal drauf, ja. Zack. Und der da noch. Wunderbar. Die können wir bald One-Hitter, die Viecher. Und da ist noch Lehm für uns. Ne, komm her. Ich mach dich platt, du Sau. Und ja, der Hund will uns wieder wohin führen. Aber jetzt haben wir wieder freie Bahn. Das heißt, wir haben hier nochmal eine Wurzel gefunden. Sehr schön. Ja, da kommt noch so ein Knetkorb hier. Ja, kann man leider nicht mehr anwenden. Ja, sorry, jetzt bin ich im Leverwashed in die Parade reingefahren. Attacke Leverwashed. Sehr gut. Ach, ein sehr geiler Name von Hund, wie ich finde. Oh. Was ist dann das? Bilden sich ja noch irgendwelche Löcher im Sand. Das ist nicht so gut. Okay. Der Moskito hat mir keinen Schade gemacht. Immerhin das. Ja, ich weiß. Leverwashed erreicht Level 4. Also, gut Punkte geben sie ja, die Jungs. Und jetzt eingesaugt war er. Und die Visage dabei. Und der Hund ist noch besser. Das sieht so gut aus. Wow, das war ja noch cooler als das Warper bei Captain Fiction. Alter, wie es immer einfach nur geklaut ist von irgendwelcher Titel wie Enterprise, Star Trek und wie Captain Future und so weiter und so fort. Du musst sehr schnell sein, um nicht Opfer vom Treibsand zu werden. Du brauchst die Schnelligkeit vom Jaguar. Das hört sich besser an, als elendig im Sand zu versinken.
Der Jaguarring ist in meinem Besitz. Er macht dich zum schnellsten Lebewesen in der Welt. Du erhältst ihn gratis, wenn du etwas bei mir kaufst. Kann ich dir helfen? Aller Haupt, komm. Du hast doch was parat, ja? Kannst du mal so Blatt? Als her damit. Und bitte nimm den Jaguarring als Geschenk an dich. Jaguarringerhalter. Ja, das sind doch noch freundliche Leute hier. Die geben noch etwas. Halt A gedrückt, um zu rennen. Aber acht auf der Energie. Lange Sprint kostet viel Kraft. Jetzt können wir endlich rennen. Sehr schön. Kostet halt wieder Energie. Aber so werden wir nicht vom Treibsand eingesaugt. Und für Gegnerkämpfe ist es definitiv auch praktisch, wenn man schnell ausweichen muss. Bei dem Spiel muss man halt wirklich darauf achten, dass die Energie bei 100 bleibt, wenn man attackieren will, und das mit Erfolg. Wir sollten die Sandstrudel besser umgehen. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Treibsand zwischen den Zähnen. Schnell raus hier aus dem Loch. Zack. Auf der Wersching. Leberwurst, greif A. Zack. Ja, Mistvieh, wollte mich doch stechen, ha? Okay. Okay, du wolltest mich hier irgendwo lotsen, Kleiner. Leberwurst, zeig mal den Weg. Zack. Nochmal, sehr schön. Gibt's hier irgendwas? Jawohl. Asche haben wir hier noch. Da gibt's nichts, was von Interesse wäre. Uah, Manometer. Aber dann hoppla. So, zack. Und nochmal drauf. Und hier finden wir noch glücklicherweise eine Wurzel. Bei dem Skelett finden wir vielleicht auch noch was. Ja, Asche finden wir noch bei dem. Und da finden wir nochmal eine Wurzel. Sehr gut. Gut, der Hund kümmert sich doch schon drum. Aber ich glaube, hier sollten wir dann hier runter. Ja, da gibt's, was gibt's dann da noch? Asche. Sehr schön. Später gibt es dann auch Knochendele, wenn wir das dann finden und entsprechend in der nächsten Welt freischalten, wo wir dann sind. Weil pro Welt gibt es halt auch immer besondere Teile. So, Wurzel. Aber Wurzel, Wasser, Öl und... Oh, nee. Und Asche findet man überall. Ja, glücklicherweise nicht so weit fortgeschmissen. Ich finde das so geil, wie der Hund guckt. Ja, ich muss jetzt wirklich aufpassen. Die Sandstrudel, die nerven langsam. Ja, das sehe ich auch so. Aber glücklicherweise... Ackermann erreicht Level 5. Sehr gut. Glücklicherweise schmeißt uns dann wieder ganz an der Anfang. Das wäre sehr frustrierend. Ja, da ist doch irgendwas. Da ist doch noch irgendwas. Was ist denn da, Herrgott? Närrisch wäre ich. Also manchmal ist es auch so, dass es einfach nicht an dem Punkt ist, wo er direkt schnuppert. Muss man sich ein bisschen in der Umgebung... umgucken. So. Jetzt nochmal. Oh, scheiße. Mist. Okay, ich habe gedacht, du gäbst eventuell was, weil meistens Handskelette noch irgendwas für ein parat. Aller hopp. Na gut. Dann gib ihm. Durch. Okay. Da haben wir 4 Kristalle drin. Das ist auch nicht schlecht. Was haben wir da noch? Haben wir da vielleicht noch was? Nee, bei dem Skelett gibt es erstmal nichts. Aber... Ja, hier haben wir noch was. Asche bei dem Schädel. Sehr gut. Wunderbar. Jetzt können wir mittlerweile hier auch was abziehen. Da können wir da noch hoch. Und können uns hier noch umgucken. Wer du lästiger Moskito. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Ja, der will anscheinend nicht. Komm her, du. Ah, also kein Hitzeblitz mehr parat. Das ist etwas schade. Bot. Hauptsache der platzt, der Sauhund. Wachs. Und noch irgendwas muss hier sein. Nee. Komm her, Gott. Irgendwas ist hier noch. Ja, da finde ich es jetzt aber leider nicht, Kleiner. Da kann ich dann nicht helfen. Und da haben wir nochmal Asche. Das ist gut. Ja, ist da was? Ist da was? Nee. Offenbar nicht. Na gut, dann geht's weiter. Und wir gucken uns hier nochmal um. Nix? Alles nix? Nee. Na gut. Da ist auch nichts drin. Und ein Blatt haben wir hier noch gefunden. Gucken wir mal gerade, was wir hier auch noch abstauben können. Da sind wir wieder im vorherigen Gebiet. Aber wir sind eine Etage höher und finden original nix.
Ach, das ist einfach mal drin. Jetzt gehen wir wieder zurück und die Gegner respawnen hier auch wieder. Komm her, du. Komm her, du Sausack, der mir einer abzieht. Igitt. Pfui Teufel. Boah. Ich hasse das sowieso im Sommer, wenn man da im Bett liegt und es macht dieses um die Ohren und diese scheiß penetrante Viecher gehen einfach nicht weg. Ich hasse Schnoker und generell alle Stechmücke, Moskitos und was es alles gibt. Also bei uns in der Palz nennen wir die Schnoker. Also von Schnaker. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die meisten auf Hochdeutsch sagen nur Stechmücke dazu. Oh, und die Musik. Die Musik sagt schon einiges Prähistorisches aus. Was ist denn das hier für eine Anna? So schwirrt noch so eklig im Marder rum. Sind da Lost was? Blatt. Ich weiß nicht, ob ich das Blatt unbedingt haben wollte, aber na aller. Geschenkte Gaul und so. Dort sieht man auch Blätter aus Riesenmarder Därme raus. Uah. Lecker, und wie schön die zerplatzen zu grünem Matsch. Und die zu rotem Matsch. Da ist anscheinend noch was. Asche. Okay. Aber ich denke doch, dass wir hier auch ein bisschen Öl kriegen. Ja, Samo, können wir das endlich mal treffen? So, geht doch. Was gibt's hier, Leverwurst? Wachs. Na, da. Ist doch nicht schlecht. Ich glaube, wir brauchen Öl für unseren Hitzeblitz. Sonst wäre das nichts mehr. In dem Jahr. Komm. Du hältst aber was aus, Kerl. Lass dich ja nicht mal treffen. Cheater. Verdammter Cheater. Komm her. Zack. Ach, die platzen irgendwann. Haben wir noch eine Wurzel. Wunderbar. Ja, da geht's einfach nur ins Nirvana-Reihe. Also müssen wir dort den Weg gehen. Ah, da ist noch seiner. Die geben Erfahrungspunkte. Und 2 Kristalle haben wir auch noch gefunden. Sehr schön. Oh, der Hund, der macht richtig gut Schade. Aber wir auch, wenn wir wollen. Gehen wir mal hier rein. Oh, hallo, älterer, freundlicher Mann. Hallo Fremder, es kommt nun oft vor, dass ich Besuch kriege hier draußen. Ich studiere die Alchemie. Die offenbart ungeheure Kräfte. Alchemie? Dann musst du der schlaue Bär sein, richtig? Falsch, aber ich kenne ihn. Ich habe ihn erst kürzlich gesehen. Er ist der Käfersteck aufgebrochen. Falls ein Folge wird, dann sollst du einfach mal eine weitere Formel an dich nehmen. Die Alchemie ist sehr mächtig. Man nimmt ein bisschen hiervor, ein bisschen dort vor und zopp. Es ist wie Magie. Lass mich nicht die Schlammbombe-Formel überreichen. Das ist effektiv wie Waffe. Auch mal Kristalle und Lehm, wie es aussieht. Okay, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Brauchst nur einen Kristall und ein Stück Lehm miteinander vermischen. Machst du schade Kafer. Ah, jo, will ich das. Komm, von den Dinger hole ich auf jeden Fall von Öl. Kann man nicht genug kriegen dafür. Ah, Wachs. Du brauchst noch genug Kralle, um die Zutaten zu kaufen. Ah, so gut. Wird wohl etwas eng. Egal. Magst du das Spielstand speichern? Das ist doch mal eine richtig gute Idee. Dann machen wir hier das Wetter. Käferstepp, Ackermann. Servus. Gut. Lehm, Wasser, Wasser. Wunderbar. Jetzt waschen wir hier gerade noch mal ein bisschen draußen rum. Und dann die Sache, am Ende von der Episode sind wir eh bald. 4 Tropfen Wasser. Kupst wie gedupst. Das wird eh verbraucht. So, jetzt skillen wir ein bisschen noch unsere Magie. Auf der Lavawurm. Nimm das. Lavawurm. Ich mache mit der Waffe eigentlich mehr Schade. Aber na gut. Magie will trotzdem geskillt sein. Beziehungsweise Alchemie. Und wehr dich. Gut. Geht doch. Öl haben wir wieder gefunden. Super Sach. Und du? Nö, ist nichts. Komm her. Du dreckiger Moskito. Alle hopp. Das hat ja schon mal geklappt. Und was bist du da eigentlich für einer? Nicht Moskito. Knochenviper. So, auf die Schniss drauf. 16 zieht's ab. Was macht die Schlammbomb? Ah, die zieht 11 ab. Komm, alles drauf. Batsch. Hopp, explodier endlich. Ich will die Knoche knacken und splittern hören. Leverwurst erreicht Level 5. Sehr gut. Also es hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt. Oh, der führt mich aber hier echt in die Prärie rein, der Hund.
das war Stückel Wachs. Was man hier alles macht für die Alchemie. So, jetzt hat. Und da haben wir eine Wurzel. Super Sach, super Sach. Komm her. Batsch auf den Schädel drauf. Krieg schon mal einen ab, was so schön ist. Komm her. Und dann kriegst du noch eine Schlammbombe in die Schnauze. Batsch. Du platzt da auch schon, du kennt ja nix. Zack. Und batsch. Was gibt's denn hier Schönes? Bisschen Asche. Kann man nie genug haben. Also als Raucher ist man wenigstens reich an Asche, ne? Jetzt haben wir da noch Schlammbombe auf der Lavawurm. Das war unser letzter. Aber ach, die Alchemie will halt ach skillt werden. Ist so. Und was haben wir dann da noch? Eine Knochenviper. Oh, ich habe noch Öl gefunden. Sehr schön. Dann kann ich jetzt auch hier auf die Knochenviper drauf. Und noch einmal. Hund, hau nochmal drauf und dann ist er tot. Oder? Ah, ne, fast. Was gibt's denn hier aber? Lehm. Schön. Nimm mal. Ist gekauft. Und hier? Noch ein bisschen Öl oder so? Ne, du musst wahrscheinlich von der anderen Seite dran. Kriegen wir hier. So. Hui. One-hitted von Leverwurst. Und eine Wurzel ist hier noch auf uns. Hat hier noch auf uns gewartet. So rum. Nein! Nicht der Lavawurm! Nein! So. Jetzt muss hier irgendwo was sein. Genau, da haben wir nochmal Öl gefunden. Sehr, sehr gut. Also, dort geht mal richtig Umsatz machen als Ölfirma. Nee. Das muss das Paradies für jeden Ölindustriemagnat sein. So rum. Latsch. Und batsch. Sehr schön. Geben auch gute Erfahrungspunkte hier, die Knabe. Deswegen immer mit einer Knochenvipern anlegen. Kristall haben wir da noch. Und da ist nichts mehr, wie es aussieht. Okay. Und batsch auf die Schniss. So nochmal. Au! Mistkerl. Ich will nicht vom Wurm gekillt werden. So, dafür spiele ich das nicht. Dafür gibt es dann hier 2 Stückler Lehm noch. Und, au! Beide erwischt. Da bist du ein Wurm. Und hier finden wir noch Wachs. Sehr gut. Und Moskito, den finden wir auch noch. Komm her, du. Mistvieh. So, geht doch. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich jetzt einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Ienke.